meyveler falan. Mesela Trauben und Früchte zum Beispiel. üzüm. Bu da ağaçtır. Trauben. Auch das ist ein Baum. Fakat bitkidir aynı zamanda. Aber zugleich eine Pflanze. Şimdi bu defa Jetzt also. insanoğlunu Der Mensch. yerden Mit den Erzeugnissen, die aus der Erde. yerden çıkan bitkiler Hervorkamen durch das Essen von Pflanzen. doyurmaya başladı. Sättigte er sich. Böylelikle Auf diese Weise. beni doyuran ana olan Das, was mich sättigt, die Mutter, toprak ist die Erde. Die Erde ananın ruhu, öyleyse ist die Seele der Mutter, also. ana tanrıçanın ruhu. Die Seele der Muttergöttin. Bu düşünce belirlenmeye başlandı. Dieser Glaube begann sich abzuzeichnen. Çünkü insanı kim doyurur? İnsanı kim besler? İnsanı kim korur? İnsanı annesi korur, annesi besler, annesi doyurur. Denn wen sättigt der Mensch? Wen versorgt er? Wen schützt er? Den Menschen schützt seine Mutter, versorgt seine Mutter, sättigt seine Mutter. Anne mesela bir geyik yavrusunu korumak için kaplana bile saldırır. Yavrusunu hem besler hem korur. Eine Mutter, zum Beispiel die Hirschmutter, greift sogar einen Tiger an, um ihr Junges zu schützen. Sie sättigt es und schützt es zugleich. Bir kurt 3 gün hiçbir şey yemese bile bir tavşanı avladığı zaman yavrusu varsa ilk işi o tavşanı götürüp yavrusunun önüne koymaktır. Eine Wölfin, die seit 3 Tagen nichts gegessen hat, wenn sie einen Hasen erjagt und ihre Welpen hat, ist ihre erste Tat, den Hasen heimzubringen und vor ihre Welpen zu legen. Anne hiçbir şey bulamazsa kendi canından bir süt çıkarır, su çıkarır göğsünden, yavrusunu onunla besler. Die Mutter, wenn sie nichts findet, gibt aus ihrem eigenen Körper Milch, aus ihrer Brust nährendes Wasser und stillt damit ihr Junges. İşte annenin yavrusunu beslemesi, tabii ki bugün olduğu gibi, geçmişte de her zaman bu büyük bir sorundur. Die Ernährung des Jungen durch die Mutter, wie heute, so auch in der Zukunft, ist immer eine große Herausforderung. Yavrusunu beslemek için anne çeşitli bitkileri denemiş. Um ihre Jungen zu sättigen, haben Mütter verschiedene Pflanzen ausprobiert. Ve bunu deneyen anne aslında bir yandan da doktor olmuş. Und diese Mutter, die diese Pflanzen erprobte, wurde im Laufe der Zeit zur Heilerin und Ärztin. Çünkü hangi bitkinin neye iyi geldiğini bilir. Denn sie weiß, welche Pflanze wofür nützlich ist. Bizdeki söğüt ağacının kabuğu Hipokratus'a göre, tıbbın babası Hipokratus'a göre %100 aspirindir. Die Rinde der Weide bei uns, nach Hippokrates, dem Vater der Medizin, ist zu 100% Aspirin. Dövülünce onun kabukları baş ağrısına iyi gelir. Wenn sie gemahlen wird, hilft ihre Rinde gegen Kopfschmerzen. Ve bu bizim bölgemizde de, yani Mezopotamya'da da kullanılıyormuş. Und das wurde auch in unserer Region, also in Mesopotamien, verwendet. Bunu Hipokratus yazmış ve bugün bilim bunu onaylıyor.
Das schrieb Hippokrates, und die heutige Wissenschaft bestätigt es. Buraya girmiyorum. Ich vertiefe mich da nicht weiter. Toprak insanı doyurur. Die Erde sättigt den Menschen. Toprak anadır. Die Erde ist Mutter. Aynen bir dişi kurdun yavrusunu beslediği gibi veya herhangi bir hayvanın yavrusuna yemek verdiği gibi bir kuşun bütün şeyi nedir? Wie die Wolfsmutter, die ihre Welpen nährt, oder wie ein Tier seine Jungen ernährt, wie ein Vogel, was ist seine ganze Aufgabe? Yavruma yemek getireyim. Ich will meinem Jungen Nahrung bringen. Gider bir çekirik avlar, bir böcek avlar, getir yavrusunu ağzına kor. Er fliegt, jagt einen Wurm, jagt einen Käfer, bringt ihn zu seinem Jungen und legt ihn ihm in den Schnabel. Bütün işi gücü yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bunu yapmaktır. Das ist ihre ganze Arbeit, nachdem die Jungen aus dem Ei geschlüpft sind. Anne her zaman yavrusunu doyurur. Die Mutter sättigt ihre Jungen stets. Baba da yardımcı olur ama bazen baba hiç yardımcı olmayabilir de. Auch der Vater hilft, aber manchmal kann der Vater nicht helfen. Tabiatta yavrusu doğduktan sonra yumurtadan veya doğduktan sonra ilgilenmeyen hayvan sayısı istisnadır. In der Natur, Tiere, die sich nach dem Schlüpfen oder der Geburt nicht um ihre Jungen kümmern, sind sehr selten. Yani eldeki parmakları geçmez. Das heißt, man kann sie an den Fingern einer Hand abzählen. Bir yılan türü yok, bilen bir timsah türü falan, bunlar böyle tek tüktür. Einige Schlangenarten oder eine Krokodilart, die so sind, das ist eine Ausnahme. Öyleyse insanoğlu yavrusunu doyurmak için çeşitli bitkileri denemeye başladı. Also, der Mensch begann, seine Jungen zu ernähren, verschiedene Pflanzen zu erproben. Bunların içerisinde buğdayın doyurucu olduğunu, protein değerinin yüksek olduğunu hisleriyle anladı. Dabei lernte er, dass der Weizen sehr sättigend ist und einen hohen Proteingehalt hat. Güç veriyordu, acıkmıyordu ve sonradan bilim dedi ki bunda çok protein var. Er gab Kraft, der Mensch wurde nicht hungrig und später sagte die Wissenschaft, darin steckt viel Protein. Mesela en çok protein olan bitkilerden biri de nohuttur. Zum Beispiel die Pflanzen mit dem höchsten Proteingehalt, eine davon ist die Kichererbse. Gerek nohut, gerek mercimek, bezelye, gerek buğday ilk defa dünyada ekildiği alan Kuzey Mezopotamya, yani bugünkü Kürdistan topraklarıdır. Ob Kichererbse, Linse, Erbse oder Weizen, sie wurden zum ersten Mal in der Welt angebaut, in Nordmesopotamien, also auf den Böden des heutigen Kurdistan. Bu benim iddia ettiğim bir olay değildir. Das ist nicht meine Behauptung. Bütün bilim adamlarınca bu söylenmektedir. Alle Wissenschaftler sagen das. Atina Üniversitesi'nde arkeoloji dersinde, prehistorik dönemin arkeolojisi dersinde yardımcı bir kitap olarak bize şu okutuldu. An der Universität Athen, im Archäologieseminar, im prähistorischen Archäologiekurs, wurde uns dieses Buch als Begleitlektüre gegeben. Kitabın zaten kapağını görüyorsunuz. Ihr seht das Cover des Buches. Başlığı tarımın ve inançların doğuşu. Der Titel lautet Die Geburt des Ackerbaus und der Glaubensvorstellungen. Teotiton diyor, yani tanrıçaların oluyor da inançların doğuşu.
Es sagt Theotiton, also Götter des Lebens und die Geburt der Glaubensvorstellungen. Ve şöyle diyor, Neolitik dönem sembolleri ve Neolitik dönem devrimi. Und es sagt weiter, Symbole der neolithischen Epoche und die neolithische Revolution. Bu kitabın ismi bu, alt başlığıyla beraber. So heißt das Buch und auch der Untertitel. Şimdi bu kitabın 4. sayfasında bir harita var. Auf Seite 4 dieses Buches findet sich eine Karte. Diyor ki, insanların neden ilk önce Mezopotamya'da buğday arpayı ektiğini açıklıyor. Sie erzählt, warum der Mensch zum ersten Mal Weizen und Gerste in Mesopotamien anbaute. Haritası var ve diyor ki yabani buğday yani tabiatta normal olarak bulunan buğday diyor. Ihre Karte zeigt, der Wildweizen, also der Weizen, der in der Natur natürlicherweise vorkommt. İlk önce diyor şu noktalarda vardı. Şu siyah gösterilen noktalarda vardı. War erstmals an diesen Stellen vorhanden. Sie sind mit schwarzen Punkten markiert. Yani Kürdistan'da yabani buğday vardı. Das heißt, in Kurdistan gab es Wildweizen. İnsanlar yabani buğdayı yediler, tattılar ve ondan sonra ekmeye başladılar. Die Menschen aßen Wildweizen, kosteten ihn und begannen dann mit dem Anbau. Ve aynı kitabın 74. sayfasında da bir harita vermiş ve Neolitik dönem devrimiyle ilgili. Auf Seite 74 desselben Buches findet sich eine weitere Karte über die neolithische Revolution. Bu haritada Çayönü'nü, Hallançemini, bütün Kürdistan'daki yani Kuzey Mezopotamya'daki Kürt bölgelerin hepsinin haritasını vermiş. Auf dieser Karte sind Kayönü, Hallanzemi und sämtliche kurdische Regionen in Kurdistan, also Nordmesopotamien, vollständig eingezeichnet. Bu konuyu yine Zain Jinu Mrin isimli başka bir derste, başka bir seminerde çok daha geniş anlatacağım. Über dieses Thema werde ich in einer anderen Lektion namens Geburt, Leben und Tod in einem anderen Seminar viel ausführlicher sprechen. Bugünkü konumuza giriş yapabilmek için bazen atlamak zorunda kalacağım. Um in unser heutiges Thema einsteigen zu können, muss ich manchmal Abkürzungen machen. Ve şimdi şu anda da bunu yapıyorum. Und jetzt mache ich das auch. Ve insanoğlu topraktan çıkan bitkileri hepsini denemeye başladı. Und der Mensch begann, alle Pflanzen, die aus der Erde wachsen, zu erproben. Binlerce yıl. Bazen öldü de. Mesela yedi zehirlendi de. Fakat bunların içerisinde en önemli besleyici olanları yavaş yavaş bunların ekmeye başladı. Über tausende Jahre. Manchmal starben sie auch, zum Beispiel durch giftige Pflanzen. Aber unter ihnen begannen sie allmählich, die wichtigsten, die nahrhaftesten, anzubauen. Denedikten sonra gördü. Ama ekmek öyle kolay değil. Yani bir bitkiyi ekme, onu öğrenme öyle kolay bir iş değil. Nach dem Erproben sah man, aber das Anbauen ist nicht so einfach. Eine Pflanze anbauen, sie kultivieren, ist keine leichte Arbeit. Kolay bir iş değil. Keine leichte Arbeit. Bunun için ekmeği öğrenebilmesi için tohumu bilmesi lazım. Um den Anbau zu erlernen, muss man das Saatgut kennen. Tohumun hangi mevsimde ekileceğini bilmesi lazım.
Man muss wissen, in welcher Jahreszeit das Saatgut gesät wird. Ne kadar su verileceğini bilmesi lazım. Man muss wissen, wie viel Wasser es braucht. Ne kadar derine gömüleceğini bilmesi lazım. Man muss wissen, wie tief es eingebracht wird. Ne zaman biçileceğini bilmesi, toplanması. Man muss wissen, wann geerntet wird. İlk önceleri sadece topluyorlardı. Anfangs sammelten sie nur. Başakları topluyorlardı mesela. Ähren sammelten sie zum Beispiel. Ve bunları götürüp başakları böyle ateşte yakıp yiyorlardı. Und sie nahmen sie mit, rüsteten die Ähren über dem Feuer und aßen sie. Başta böyle yeniliyordu. Am Anfang aß man es so. Hatta daha sağlıklı yani. Es ist sogar gesünder. Size öneririm. Ich empfehle es euch. Ve bunları binlerce yılda öğrendiler. Und all das lernten sie über tausende Jahre. Hatta bir tohumun toprağa konunca yeniden topraktan doğup bire karşı 40, 50, 60 verdiğini bunu sonradan fark ettiler. Bis sie erkannten, legt man ein Saatkorn in die Erde, kommt aus der Erde wieder, und für ein einziges Korn gibt sie 40, 50, 60 zurück. Das bemerkten sie später. Bir de baktılar ki bu toprak, bizi besleyen toprak, tıpkı annenin karnı gibi. Und sie sahen auch, diese Erde, die uns sättigt, ist wie der Mutterleib. İçine bir tohum koyuyorsun ve o onu doğuruyor ve gelişiyor, büyüyor, çocuk gibi. Lege ein Saatkorn hinein, und es keimt, es wächst, es wird groß wie ein Kind. Ve bunları uzun bir süre öğrendikten sonra zamanı, ayları, mevsimleri, bunları ölçmeyi öğrendikten sonra aslında bunu ekmeye başladılar. Und nachdem sie das über lange Zeit lernten, sie lernten auch das Messen der Zeit, der Monate, der Jahreszeiten, begannen sie mit dem Anbau. Hangilerini? Was? Birçok ürünü ekmeye başladılar. Vieles, Erzeugnisse. Ama bunların içerisinde en önemlisi buğday ve arpaydı. Doch unter allem das Wichtigste waren Weizen und Gerste. Yer neden annedir? Warum ist die Erde Mutter? Nasıl doğum yapar? Wie bringt sie das Kind hervor? Genim, Kürtçesi. Genim auf Kurdisch. Yunancası gennima, doğum demek. Auf Griechisch heißt Geburt Genema. Çünkü dişi ya, yer annedir. Denn weiblich ist sie, die Erde ist Mutter. Annenin doğum yapması için yukarıdan bir su alması lazım. Damit die Mutter ein Kind zur Welt bringt, muss sie von oben Wasser empfangen. Bu su da rüzgarla gelen yağmurdur. Und dieses Wasser ist der Regen, der mit dem Wind kommt. Bundan dolayı da baba, rüzgar ve yağmurdur. Deshalb sind die Väter Wind und Regen. Mitolojilerin hepsinde böyledir. In allen Mythologien ist es so. Yani yer dişidir, yağmur ve rüzgar da babadır, erkektir. Das heißt, die Erde ist weiblich, Regen und Wind sind Vater, männlich. İkisi birleşince tohum dışarı çıkar ve 1'e 40-50 verir. Wenn beide zusammenkommen, keimt das Saatkorn und bringt für eines 40 bis 50 zurück.
Mesela bir buğday tanesi, bir tane ekersin, bir tane. O tane sana 40-50 tane verir. Zum Beispiel, ein einziges Weizenkorn, du legst eines hin, dieses Korn gibt dir 40 bis 50 andere zurück. Dane be kurdi. Kürtçesi dan. Türkçedeki tene de oradan gelir. Es heißt denn auf Kurdisch. Auf Türkisch denn. Das Wort Tane Stück kommt ebenfalls von dort. 5 tane, 4 tane dediğimiz zaman işte budur. Wenn jemand sagt 5 Stück, 4 Stück, das ist es. Dane, dan. Denn.